Im Zusammenhang mit der COP26, der derzeit laufenden Klimakonferenz in Glasgow, warnt der Papst vor einer unbewohnbaren Welt und fordert radikale Entscheidungen, also neue Gesetze, Vereinbarungen und Verträge, bevor der Planet nicht mehr bewohnbar ist. In Jesaja Kapitel 45, Vers 18 heißt es jedoch: Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Und Jesus sagt uns in Lukas Kapitel 18, Vers 8: Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? So die meisten Menschen sich dem wahren biblischen Jesus und seinen Lehren abgewendet haben bei seiner Wiederkunft, wird er dennoch gläubige Menschen antreffen, die er laut 1. Thessaloniker Kapitel 4 in den Versen 14 bis 17 verwandeln und zu sich holen wird. Nach der Sintflut versprach Gott in 1. Mose 8, Vers 22: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Welt wird bei der Wiederkunft Christi bewohnt sein, so wie sie es auch in den Tagen Noahs war, bis die Sintflut kam und sie alle hinweg raffte. So wird es auch bei der Wiederkunft Jesus sein. Die Bösen, laut Offenbarung Kapitel 6, in den Versen 15 bis 17, werden sich in den Klüften und Felsen der Berge verstecken, vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Die beständige Panikmache des Papsttums und seiner Anhänger verfolgt also eine andere Agenda. We're all delighted with the merger between Resurgence and The Ecologist because it represents two strong environmental publications joining forces to serve the environmental movement better and be a strong force for good in the world. Resurgence and Ecologist ist die älteste Umweltzeitschrift Großbritanniens. Es widmet sich der Wiedervereinigung mit der lebendigen Erde durch ökologische Erneuerung, Klimagerechtigkeit und Umweltaktivismus. Resurgence and Ecologist sagt, dass die Suche nach einer Lösung für den Klimawandel Zeit brauchen kann und dass die Entwicklung alternativer Quellen für saubere Energie ein langer Prozess sein kann. Sie behaupten jedoch auch, dass wir nicht auf eine technologische Lösung der Klimakrise warten müssten, wenn wir den Sonntag einfach zum Tag ohne fossile Brennstoffe oder zum Energiespartag erklären würden. Resurgence and Ecologist ist der Meinung, dass wir durch die Einführung des grünen Sonntags heute sofortige Lösungen haben können. Diese Lösung für den grünen Sonntag kommt von einer säkularen Organisation. Sie schreiben: Vor nicht allzu langer Zeit war der Sonntag ein Tag der Ruhe, ein Tag der spirituellen Erneuerung, ein Tag, an dem die Familien zusammenkamen. Aber wir haben den Sonntag von einem Tag der Ruhe zu einem Tag des Einkaufens, Fliegens und Fahrens gemacht. Angesichts der übermäßigen Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre, die katastrophale Umwälzungen mit sich bringen, können und sollten wir den Sonntag jedoch wieder zu einem Tag für Gaia, die Erde, machen. Es wird keine großen Schwierigkeiten bereiten, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen an einem Tag in der Woche zu reduzieren, der nicht unbedingt notwendig ist. Wir können problemlos Supermärkte, Kaufhäuser und Tankstellen schließen, Lieferungen einstellen und die Mobilität auf das Nötigste reduzieren. Wir können den Sonntag wieder mit unserer Familie und unseren Freunden genießen, im Garten arbeiten, schreiben, malen, spazieren gehen oder einfach Zeit mit Besinnung verbringen. Es ist nicht nur gut für unsere persönliche Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit unseres Planeten. Mit einem Schlag können wir unsere Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre um 1/7 reduzieren. Nun, das ist genau das, was Papst Franziskus mit seiner Enzyklika zum Klimawandel in den letzten Jahren verursacht hat. Dafür wird sich auch die Delegation des Vatikans bei der COP26 in Glasgow einsetzen. Die Klimabewegung von Mutter Erde und die römischen Sonntagsgesetze sind
untrennbar miteinander verbunden. Sie sind ein und dasselbe. Man kann sie nicht voneinander trennen. Hier sehen wir, wie säkulare Klimaaktivisten Roms Sonntagsgottesdienst als Antwort auf die Klimakrise angenommen haben. Calling on the world's faithful to join the fight to solve the climate crisis. Es ist daher offensichtlich, dass eine wöchentliche Sonntagsruhe als Lösung für die sogenannte Klimakrise angeboten wird. Der Vorschlag, den Sonntag als Antwort auf den Klimawandel einzuführen, nimmt nun immer mehr zu. Es wird erklärt werden, dass die Menschen Gott durch die Verletzung des Sonntagssabbats beleidigen, dass diese Sünde Unheil gebracht hat, das nicht aufhören wird, bis die Einhaltung des Sonntags streng durchgesetzt wird. Wenn Gott nicht eingreift, werden wir bald Zeuge sein der Verabschiedung einer radikalen Umweltpolitik, die Maßnahmen zur Schließung der Sonntage begünstigt. Alles, was es braucht, ist, dass die Staats- und Regierungschefs, die sich auf der COP26 treffen, einen Klimanotstand ausrufen, wie sie es während der Covid-19-Pandemie getan haben. The government is reimposing a series of COVID restrictions, including mask wearing in public places and working from home, at least part of the week. En het zal niemand verrassen dat we vanavond... It won't surprise anybody that we again have a tough message this evening. Lastig, omdat we... Tough because we unfortunately have to ask more of people now that the infection numbers and hospital numbers are rising quickly. Haben wir vergessen, wie politische Führer durch repressive Covid-19-Mandate einseitig Bürgerrechte aufgehoben, Kirchen geschlossen, Reisen unterbunden und Geschäfte geschlossen haben? The COVID vaccine is now mandatory for the first time for people who work in the aged care sector. Sie versuchen auch jeden zu einer Zwangsimpfung zu zwingen. 911, what's your emergency? 911, what's your emergency? We all live on this tiny blue ball in space. From some points of view, the Earth is limitless. From others, it's incredibly fragile. Wir können uns also sehr gut vorstellen, dass bei einem Klimanotstand der Ruf nach einem wöchentlichen Ruhetag für den Planeten sehr laut werden wird. Rom befürwortet eine Umweltpolitik, die die Sonntagsruhe für die Menschen fördert. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist eine Tatsache. Das Drängen auf Sonntagsruhe für die Umwelt passt perfekt zu allen anderen Ereignissen, die wir in der Welt beobachten und die darauf hinweisen, dass das Ende sehr nahe ist. Dies ist nicht die Zeit für uns nachlässig zu sein oder gegen die Pflicht zu handeln, die Gott uns zu dieser Zeit gegeben hat. Gott hat einen wahren Tag der Ruhe und Anbetung und das ist der 7. Tags Sabbat, der Samstag, der Tag des Herrn. Daher sollte jeder adventistische Mediendienst der 7. Tagsadventisten die Welt ohne zu zögern vor dieser kommenden Bedrohung warnen. Die Feinde der gegenwärtigen Wahrheit werden jeden Tag mutiger und versuchen, den Sonntag als Ruhetag für die Welt zu verherrlichen. Traurigerweise veranlassen dämonische Kräfte viele unserer Leute, sich in diesem feierlichen Moment der Geschichte gleichgültig zu verhalten. Dem Versuch, das Sonntagsgesetz durchzusetzen, sollte man energisch entgegentreten, denn wir sind nicht bereit für diese Frage. Die Krise steht vor der Tür und bald wird die letzte Frage geklärt werden müssen. Jedes Talent, das das Volk Gottes besitzt, sollte jetzt eingesetzt werden, um für die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, einzutreten, damit sie vor der Welt in klaren Linien steht. Die Arbeit, die von einigen geleistet wird, um den Warnungen des Herrn entgegenzuarbeiten, ist die Folge der Ausarbeitung satanischer Werkzeuge. Wir tragen nun unseren Fall dem Himmel vor und bitten Gott, in unserem Namen zu wirken. Im Zuge dieser schockierenden, aber im prophetischen Wort der Bibel vorausgesagten Ereignisse sehen wir, wie sich am Vorabend der COP26 mehr als 5000 Kirchen an der Klimasonntagsinitiative beteiligen. Der Klimasonntag ist eine Initiative unter der Leitung von Churches Together in Großbritannien und Irland. Sie ruft die Kirchen dazu auf, sich im Kampf gegen den Klimawandel zu engagieren.
Die Initiative zum Klimasonntag verbindet Gottesdienst und Glauben mit Klimaaktivismus. Sie fordern die Kirchen auf, mit ihren Gemeinden Veranstaltungen zum Klimasonntag durchzuführen. Diese Aktion fällt mit der Klimakonferenz der Vereinten Nationen, der COP26, zusammen, bei der die Kirchen die Regierungen auffordern wollen, Maßnahmen zur Rettung unseres Planeten zu ergreifen. Am 1. November 2021 berichteten die Independent Catholic News wie folgt. Die Initiative des Klimasonntags hat Hunderte von weiteren Kirchen dazu motiviert, sich einem der 4 bereits bestehenden kirchlichen Umweltprogramme anzuschließen, sodass die Gesamtzahl der teilnehmenden Kirchen in der Woche vor der COP26 die 5000er-Marke überschritten hat. Der Klimasonntag hat Kirchen aller Konfessionen in ganz Nordirland wirklich dazu inspiriert, sich an der Bewegung zur Bekämpfung des Klimawandels zu beteiligen. Viele Gemeinden in der Provinz arbeiten und beten für einen erfolgreichen Ausgang der COP26-Gespräche und fordern die Regierung auf, echte und sinnvolle Maßnahmen für unseren Planeten zu ergreifen. Nun, wer waren diese Kirchen, die diese Bemühungen unterstützt haben? Die Independent Catholic News enthüllen die folgende Liste von Kirchen und Organisationen, die die Initiative zum Klimasonntag unterstützen. Sieht man sich diese Liste an, stellt man fest, dass die protestantischen Kirchen mit den römisch-katholischen Kirchen zusammenarbeiten, um die Veranstaltungen zum Klimasonntag zu fördern. Die Sonntagsbewegung Roms hat die volle Unterstützung der protestantischen Kirchen. Und da Papst Franziskus die Kirchen dazu aufgerufen hat, sich ihm bei der Förderung von Laudato Si anzuschließen, können wir sehen, dass der Protestantismus im Vereinigten Königreich Rom zu Hilfe kommt. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über die Kluft strecken, um die Hand des Spiritismus zu ergreifen. Sie werden über den Abgrund greifen, um der römischen Macht die Hand zu reichen. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung wird dieses Land den Schritten Roms folgen und die Rechte des Gewissens mit Füßen treten. Es ist klar, dass die Welt bereit ist, diese Kräfte zu vereinen, um den gefälschten Sabbat in den Vordergrund zu rücken. Und wenn die Regierungen anfangen, Klimaschutzmaßnahmen zu verabschieden, die die Sonntagsruhe begünstigen, werden wir niemand anderem zu danken haben als den abtrünnigen Protestanten, die sich auf einen Abwärtspfad mit Rom begeben haben. The world has just enough time to get this right. Wir können sicher davon ausgehen, dass sich die katholische Lehre während der COP26 in rascher Folge auf der Weltbühne ausbreiten wird und wir wissen, was der nächste Schritt ist. Die Sonntagsgesetze werden bald durchgesetzt werden und die Zeit der Trübsal wird beginnen. In Wahrheit kommen die Dinge schnell näher. Wir müssen sehr aktiv und ernsthaft daran arbeiten, die Wahrheit so vielen Menschen wie möglich bekannt zu machen, bevor der Sturm über uns hereinbricht. Ebenso besorgniserregend ist die Tatsache, dass das Volk Gottes nicht auf das vorbereitet ist, was vor ihm liegt. Verlieren wir also keine Zeit mehr und machen wir unsere Berufung und Erwählung sicher. Wir als Volk haben das Werk, das Gott uns aufgetragen hat, nicht vollendet. Wir sind nicht bereit für das Problem, zu dem uns die Durchsetzung des Sonntagsgesetzes führen wird. Es ist unsere Pflicht, wenn wir die Zeichen der nahenden Gefahr sehen, zum Handeln aufzurütteln. Niemand soll in ruhiger Erwartung des Bösen sitzen und sich mit dem Glauben trösten, dass dieses Werk weitergehen muss, weil die Prophezeiung es vorausgesagt hat und dass der Herr sein Volk beschützen wird. Wir tun nicht den Willen Gottes, wenn wir still dasitzen und nichts tun, um die Freiheit des Gewissens zu bewahren. Inbrünstiges, wirksames Gebet sollte zum Himmel aufsteigen, damit dieses Unheil aufgeschoben wird, bis wir das Werk vollenden können, das so lange vernachlässigt worden ist. Lasst uns ernsthaft beten und dann lasst uns im Einklang mit unseren Gebeten arbeiten. Wenn du mehr zu diesen Ereignissen verstehen möchtest, wenn du sie richtig einordnen möchtest im Lichte biblischer Prophetie und dich vorbereiten willst auf das, was kommen wird, dann schau dir doch bitte den Vortrag der Vatikan und der Klimahoax einmal an und bestelle dir jetzt kostenlos
das Buch Vom Schatten zum Licht, welches du bei projekt7.media bestellen kannst. Dieses Buch wird dir helfen, biblische Prophetie besser zu verstehen und zu sehen, wie die Geschichte sich in unserer Zeit wiederholen wird. Auf Grundlage der Bibel und geschichtlicher Ereignisse und dem prophetischen Wort demaskiert dieses Buch wie keines andere die Machenschaften Satans, sein Plan, seine Agenda und seine Mitstreiter. Und vor allen Dingen zeigt dir dieses Buch auch die Lösung auf und wird dir Hoffnung für diese Zeit schenken. Möge Gott dich segnen. Maranatha. I call on you to commit to concrete actions to stop the destruction of this magnificent planet. This conference is one of the most important meetings in history. You have the chance to make decisions and reach agreements which will affect the lives of generations to come. You are in a position of extraordinary power. You can change forever the trajectory we are on. You can make a world that is once again full of hope.